Neue Runde, neues Glück, willkommen zurück hier zum Let's Play von Fire Emblem Fates. Offenbarung. Wieder mal, ja. Neue Runde, genau. Es ist natürlich jetzt noch so, ich habe ja da am letzten Part noch gesagt, dass er da offscreen noch ein bisschen trainieren möchte. Also trainieren heißt ein paar, ja, Herausforderungsmissionen machen, damit ich halt zumindest noch den ein oder andere, sag ich mal, Beziehung vertiefen kann. So quasi Rang A oder sogar Rang S Support. Hat leider nicht geklappt. Warum? Zwei Gründe. Aus dem einen Grund, andererseits auch ein bisschen aus den Augen verloren, wegen Pokémon gerade aktuell, was privat gerade ein bisschen stark suchte. Und ja, denke so, ja komm, zockst ganz kurz auf 5 Minuten, dann nimmst du auf, noch 5 Minuten hier, nimmst du auf und plötzlich sind 2 Stunden vorbei und denkst, oh scheiße, mach's morgen und am Schluss hast du es doch nicht gemacht. Toll war. Gut, ist nicht so, dass unbedingt notwendig jetzt gewesen wäre, war eher so ein Vorschlag für mich, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Naja. Ganz kurz noch alles irgendwie hier und da. Was soll das heißen? Genau. Hauptquartier, okay. Lotterie. Ansonsten ein paar Gespräche, die wir halt bereits hatten, von der letzten Folge her noch. Ja, Charlotte ist gut. Ist gut. Und dann, nach diesem Gespräch, würde man sagen, los geht's mit den nächsten DLCs. Die, wow, Kristalle, krass. DLCs, die ja doch irgendwie so vermuten relativ krass sein dürften. Aber egal, also mal, was mit Asura noch gewesen, war mit Rang S habe. Egal, jetzt mal Michael mit Ryoma. Gemacht oder gemacht ist. Alles erfreulich. Oh, mal. Das kennen wir doch schon aus Vermächtnis. Was denn? Wollen wir zu hören. Ja. Richtigen Treffen. Wow, war sehr informativ. Generell, wenn es die Fire Emblem Fates Parts nächstes Mal ein bisschen normaler werden von der Länge her. Also normaler heißt sicher nicht mehr länger als 30 Minuten, das will ich verhindern. Aber auch nicht kürzer als 20 ist eher so, ich peile mal ein bisschen 25 Minuten an. Kann aber auch sein, dass es mal ein bisschen 2-3 Minuten mehr wird, ein bisschen weniger. Naja. Hat auch mit dem neuen Ablaufplan zu tun und wieso jetzt irgendwie alle Projekte mittlerweile alle 2 Tage kommen. Damit es auch für mich persönlich ein bisschen einfacher ist. Und ich auch so wieder ein bisschen mehr Bock habe, aufzunehmen, und vor allem noch besser auf Kommentare reagieren kann. 1, 2, 3, 4. Das machst du super, weiter so. 5. Meine Arme zittern schon, der Schweiß klebt so fies. Ohne Fleiß kein Preis. Denkst du, du schaffst das? Ja, ich schaff das! Unverschwitzter. Jawohl! 1, 2, 3. Not bad. Asura mit Case. Mit Master Case. Wo sie hilft. Eure Amme kümmert. Wollen wir gesund? Das hoffe ich auch, Case. Lalala. Ach, ist das schön. Wir sind alle so hilfsbereit und fürsorglich und... Ja, man könnte weinen. Dann einmal voll geweint. Verzeih mir. Okay. Crazy. Case mit Selena. Ja, Hang B, das war ja auch so vorgesehen. Beunruhigend. Oh, mal gucken. Das sollst du doch wissen. Ja, es will es auch nicht verraten, wa? Meine Herrin zu... Ja. Jetzt vielleicht, ja, vorher war es vielleicht ein bisschen anders. Oder hoffentlich. Wo ich immer noch auf die Erklärung gespannt bin, warum Selena plötzlich hier, naja, in dieser Welt ist.
Da muss ich wohl tun. Ist ja viel zu steif. So, jetzt ist raus. Zu steif? Ist das so? Symphomor! Steifheit dich verletzt hat, das kann man auch falsch verstehen. Jetzt so wieder. Selbst zeigen. Wenn sie ihren König lieben können, lasst sie also. Da bin ich mir ganz sicher, wenn du das sagst. Ich werde es in Erwägung ziehen. Lalala. Sakura mit Leo. Leo? Im Kriegsrat? Das wäre doch Unsinn. La 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 lu. Ja, diese Musik. Vielen Dank, Prinz Leo. So, ein Kriegsrat, Leo und Sender, Brüder unter sich. Leo auf ein Wort. Gewiss, was drückt dich? Meine. Sehr klein waren. Kämpfen, Reiten, Redegewandtheit, Schwimmen und so weiter. Am Schatten stehen. Aha. Zu entfliehen. Oh. Und doch, ich werde immer dann die Größe erreichen wollen und dabei scheitern. Leo! Ja, ist sicher nicht ganz einfach, aber es ist eigentlich auch ein bisschen natürlich, dass ich mit deinen Verwandten, also, ja, generell mit Eltern, Geschwistern und natürlich auch Eltern messen willst. Oder messen, ich sage es eher mal, vor allem die Eltern mal übertreffen willst. Kann ich es gemeinsam? Ja, vielleicht. Das ist jetzt etwas peinlich. Worüber sollen wir reden? Der Kriegskunst? Die meisten Katanas schrecklich klobig. Oh. Nun, vielleicht könnt ihr mir etwas über die Frauen in Hoshido erzählen. Die Sommerrüstung sei sehr keck. Ich hab's, Michael. Ja, das wäre eine perfekte Ehe, weil wenn die beiden die ganze Zeit um mich quatschen. Ja, das kommt sicher gut. Oh. Richtig, Michael ist das Wichtigste. Fürwahr. Oh ja, die beiden miteinander verkuppeln. Ja, das wäre noch lustig, hey. So, ansonsten habe ich irgendwas, was er dann noch irgendwie machen möchte. Ja, da hat er irgendwas gesehen bei Sender, glaube ich, genau. Der hatte irgendwie, ja gut, Schwert B. Bisschen Töterpanzerbereich reicht eigentlich. Vielleicht irgendwie Mixtur fast zu viel Karpe dafür. Obwohl, nee, nur 38. Mixtur ist gut. Ansonsten, der Rest passt soweit aus. Noch Rang D mit dem Bogen. Es ist nicht einfach. Asura! Vielleicht haben wir trotzdem gleich Rang S. Könnte ja sein. Hey. Ich rede so gerne mit dir. Einfach so. I have so many questions to ask you. Promise that we will meet again soon. Natürlich.
Beziehung verbessert. Ist gut angegangen. Ja, schön für sie. Ah, je, oh je. Ne, leider noch nix. Okay, gut. Dann, Freunde, ich sollte mal sagen... Naja, Gebäude. Ah, ne, ich habe sowieso nichts. Ist ja noch 0 Drachenpunkte speichern und dann... Wobei, hätte ich doch etwas aufwerten vielleicht? Für 0 vor allem. Ne, eben geht gar nicht. Gut. Dann Next Fight. Ja, das sind noch... Also noch 2 mittlerweile, okay. Die kann man oft noch machen sollte. Machen jetzt Kapitel 21. Nö, noch nicht. Ja, eigentlich nichts Neues. So, Drachentor. DLCs. Gut, wir wissen ja, das ist ein bisschen etwas, wo ich gesagt habe, lieber später. Damit wir auch noch ein paar mehr DLC-Charaktere sehen können, die da im Museum auftauchen. Sollen halt die anderen gemacht haben. Das heißt erstmal die beiden noch. Und mir habe sagen lassen, vor allem der hier soll noch verdammt schwer sein. Im Kampf am Strand. Ja gut, ist ja eigentlich... Eigentlich sind beide Kapitel etwa gleich. Mehr oder weniger. Auch vom Sinn dahinter ist nur so, dass halt, das ist mehr halt die Hoshido-Route und das mit die Nohr-Route. Und ja, für mich persönlich, mein letztes Part, das ich aufgenommen habe bei Fates, ist schon, wow, über 2 Wochen her, deswegen machen wir royale Kräfte zuerst. Andere Welten, royale Kräfte. Ja, Mann. Warte kurz, Elise, ist es wirklich der richtige Ort? Das sollte er sein, ja, aber es ist überhaupt nicht niemand hier. Wie seltsam. Soll doch dieser Brief am Ende als grausamer Scherz entpuppen? Wollt ihr Michael retten, erscheint an diesem Ort. Warte, wurde gefangen genommen. Vielleicht handelt es sich um eine Falle. Möglich, aber wir dürfen nichts riskieren, es geht immer um Michael. Vielleicht sollen wir lieber den Rückweg antreten und die anderen zu Rate ziehen. Wartet, ich höre Schritte. Biberust? Ich danke euch für euer Erscheinen, Prinzessinnen von Nohr und Hoshido. Ihr glaubt's nicht, ihr seid doch der regenbogenweise Biberust. Es geht in der Tat einige, die mich so nennen. Doch die Wahrheit ist, ich stamme nicht aus dieser Welt. Der Ort, von dem ich komme, ist ein vollkommen anderer. Man nennt ihn auch die mögliche Welt. Was? Sollen wir jetzt irgendwie in der wenn das, dann so und so weiter. Ja. Ja, man kann es auch anspielen. Das was wäre wenn Szenario, genau. Was wäre wenn? Ja, was soll das denn heißen? Ich brauche eure Unterstützung. Doch dafür benötige ich die Stärke eines Bewohners der fertigen Welt. Hä? Und genau aus diesem Grund habe ich diesen Brief verfasst. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich ahne nicht, dass ihr dahinter steckt. Nun, Herr Biberust, befindet sich Michael also wirklich in Gefahr? Ich fürchte ja. Doch es ist nicht Michael, wie ihr ihn kennt. Der Michael aus einer anderen Welt schwebt in höchster Gefahr. Ja, jetzt kommt der Awakening hierher, oder was? Wie war das? Eine andere Welt? Bei allen Göttern, wovon redet ihr? Bitte hört mir nun alle genau zu. Der Michael, den ihr retten wollt, lebt in der Welt im Umbruch. Was ist hier los? In seiner Welt tobt ein Krieg, der das ganze Land zu verwüsten droht. Ja, hier ja auch. Ein Krieg, der dem ihr jüngst gekämpft habt, nicht ganz unähnlich ist. Okay, dieser Stil ist ja eigentlich nach der Hauptstory oder was? Was? Aber das ist doch unmöglich. Nein, das ist the truth. The truth of Fire Emblem. Michael hat einen Pfad gewählt und kämpft erbittert für eine bessere Welt. Doch um sein Ziel zu erreichen, mangelte es ihm an Macht, der Schwächling. Und da tretet ihr auf den Plan, werdet ihr mir eure Stärke leihen. Was meint ihr damit? Sollen wir etwa in diese Welt reisen und da kämpfen? Nein, ich besitze leider nicht die Fähigkeit, auch dorthin zu entsenden. Stattdessen sollte gegeneinander antreten, um eure Kräfte zu messen. Nur auf diese Art können wir feststellen, wer auf euch die mächtigste Kämpferin ist. Und nur dann werden wir Michael auf seiner Reise unterstützen können. Was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich kann doch nicht gegen Sakura, Hinoko und Camilla kämpfen, wir sind eine Familie. Ihr verlangt doch nicht, dass wir bis zum bitteren Ende kämpfen, oder? Welch törichte Frage, natürlich nicht. Die Stärkste unter euch muss mir lediglich Zugang zu der Macht gewähren. Gelingt dies, können wir so viel etwas erschaffen, dass Michael von Nutzen ist. Wirklich?
Ihr habt mein Wort. You have my words. Nee. Nun werdet ihr mir helfen. Yes. Selbstverständlich, ganz klar, um welche Welt es sich auch handeln mag. Es gibt nichts, das er nicht für meinen liebsten Michael tun würde. Da stimme ich zu. Unser Michael hat tapfer an unserer Seite gekämpft. Nun sind wir an der Reihe, ihm zu helfen. Ich hatte so ein Gefühl, dass ihr euch in diesem Wettkampf stellen werdet. Auch eure Brüder haben heute bereits dieselbe Entscheidung getroffen. Was? Sendo und Leo? Rio und Takumi etwa auch? Natürlich. Sie alle zögerten nicht eine Sekunde, diese Herausforderung anzunehmen. Ihr Bestreben, Michael zu helfen, war wirklich bemerkenswert. Und ihr steht euren Brüdern in nichts nach. Wie es scheint, habt ihr so einiges mit ihnen gemeinsam. Aber natürlich, immerhin haben wir alle eine Menge gemeinsam durchgemacht. Ich werde diesen Wettstreit unter allen Umständen gewinnen. Für Michael. Vergiss es! Erstmal musst du mich besiegen, große Schwester. Ihr liegt beide falsch. Ich werde es sein, die Sieger aus dem Kampf hervorgeht. Nun, an Enthusiasmus scheint es euch nicht zu fehlen. Höchst erfreulich. Ich bin schon sehr gespannt, wer von euch den Sieg davontragen wird. Also, ich werde euch nun auf das Schlachtfeld teleportieren. Ich war also für eure Träume bereits dorthin zu entsenden. Viel Glück, euch alle. Des Teams. Machen wir nur. Team Sander, Team Camilla, Team Leo, Team Elise. Was? Oshido, Team Ryoma, Team Inoka, Team Takumi, Team Sakura. Scheiße. Das ist alles irgendwie doof. Immer Team Sander. Und woraus besteht jetzt Team Sander genau? Aus 3 Charakteren verarschen. Perry? Gegen Effie, Elise. Was? Hinata, Takumi. Oh. Ja, alter Schwede. Okay. Klongruppe blockt Gegner einen zu. Klon ist immer gut. Ein Confused. Ein Very Confused. Ja gut. Ja. Was machen wir da, wa? Ich meine, ich habe ja zwar dann Draco-Shield, aber... Warte mal, hä? Wir haben hier Takumi. Da oben ist Elise. Okay. Ah, hier unten ist okay. Hier ist Camilla. Tja, es ist dann ein Team. Insofern durchaus richtig. Alter, haben wir hier viele Gegner. Ich reiß mal Hinoka auseinander. Hinoka Speer. Na klar. Ganz neue Werte plötzlich. Problem ist, gut, die brauchen eine Weile, bis die unten sind. Dann haben wir hier die mit Hinata Takumi, natürlich. Oporo Speer, hui. Das Katan, oh, dann alle ihre eigenen Waffen, toll. Trotzdem glaube ich, ich habe hier unten am meisten Chance erstmal. Da kann heiter werden. Die boosten sich, das ist unfair. Ja, und jetzt kämpfen die auch gegenseitig, oder was? Purgativ. Einfrieren, natürlich immer geil. So, man Einfrieren macht uns ja nicht viel, weil sie kann sowieso nicht allzu viel machen, deswegen erstmal hier abwarten. Ziu, ziu, ziu. Frozen! So. Jetzt könnte Elise bereits kommen. Und vielleicht Perry noch hier. Wenn man auf die Mütze kriegt, das wäre nicht so geil. Sondern kann dann nicht so viel machen. Eigentlich schon krass, aber ich habe eigentlich relativ hohe Resistenz.
Du, gegen IO 33 Magie kommst du kaum an. Stimmt ja auch wieder. Also, wir müssen uns erst einmal... Ja, ich kann auch nicht dahin, okay. Erstmal um Elise kümmern. Zumindest theoretisch. Ich habe mich reingefroren, das war zu erwarten. Damit habe ich ja gerechnet, ist soweit gar kein Problem. Theoretisch. Praktisch vielleicht schon, mal gucken. Was mache ich jetzt da? Ich meine, klar, sie muss erstmal treffen zweimal. Das ist ja auch klar. Aber ich hau sie ja nicht beim ersten Mal weg, wo sie, wenn die Verteidigung hat, das ist doof. Ich kann sowieso nichts machen. Erstmal gucken, was so eigentlich passiert, Greift einmal an, okay, und danach ist es futsch. Ups. Ich merke gerade, ich habe das falsche Team gewählt. Warum? Na, weil der natürlich kräftig reinhaut, ich aber nichts habe zum Heilen. Wenn ich eine Heilung dabei hätte, wäre es schon geiler. Zum Beispiel Team Inoka als Beispiel. Na, die halte gar nicht. Aber ja, zum Beispiel, ich kann mit denen voll angreifen, alle aus dem Weg räumen und dann sagen wir einfach, ich heule, ich heule, ich heule. Holla, holla, holla. Ja, gleich, da können wir einfach mit Hanna und Tsubaki reinhauen. Dann Schweigen und so weiter. Ja, da habe die falsche Wahl gewählt, schätze ich mal. Da wäre alles andere viel klüger gewesen. So, wie weit käme Effi bis da hoch? Darum muss ich hier ein bisschen so noch drauf hauen, genau. Ich darf gar nichts machen. Jo, der ist fies. Ja, ein Crit ist sogar noch fieser. Yep, definitiv das falsche Team. Aber kann ja nicht wissen, dass ich ihn überhaupt nicht heilen kann. Das Team Takumi wäre auch scheiße, weil nicht heilen. Das Team ist auch nicht so gut. Ich glaube echt, dass fast Sakuras Team war mit am meisten Power. Weil ich habe hier Hanna, die halt relativ schnell unserem Doppelkatana zuhauen kann. Tsubaki ist einer Flinke, den Klingenbrecher, okay. Und Sakura ist sogar Silber Yumi, leg mich am Arsch. Und der Rest noch, was ja alles, ja, ich hab's fest, Schweigen, die anderen zum Schweigen bringen. Also, das haut schon rein. So. Klont Gegner, klont alle, oder was? Nee, nur uns selbst. Interessant. Ja, damit kann man doch arbeiten. Deswegen auch doppelt, war also sprich kombinieren, um das Feld zu gehen. Ja, 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 es geht alles so weit auf. Dann so ein Klingenbrecher, ein Panzerbrecher, Klingenbrecher sage ich schon, Panzerbrecher natürlich. Das Problem ist, haut rein. Aber er kann ohnehin nur einmal, was macht eigentlich das Item? Geschwindigkeit plus 4 brauche ich jetzt bei ihr nicht. Ah, ja gut, doppelt sowieso nur wegen ihrer Fähigkeit, stimmt ja. Also lass einen Panzerbrecher hier und warte mal so. Ja, am besten wird aber nicht vergessen, Freunde, aber überhaupt nicht vergessen. Der Klon ist auch weg, ja. Kennen wir das Vorgehen, wir kennen es irgendwo her. Und futsch ist sie. So, ich meine, das kennen wir zumindest mal das Kapitel, wa? Direkt Tsubaki.
Jo, Klingenbrecher ist böse. Der ist sogar sehr böse. Der ist so böse, dass ich sogar das Kapitel verloren habe. Und wir im nächsten Part nochmal von neu starten. Game over. Ja, wie bereits erwähnt, ich kann das Kapitel nicht, das haben wir jetzt mal getestet. Ich weiß gar nicht, wo haben wir das letzte Mal. Wir gehen direkt ins Hauptmenü zurück, komplett. Dann, nächsten Part, werden wir da halt mal gucken, wie wir es am besten anstellen. Im Sinne von, welches Team ich da wähle, aber denke echt, Elisa Sakura ist am besten. Weil ich habe da Heiler, wenn ich das ja noch klonen kann, die Heiler. Ich habe mehrere Felder, mehrere Drachenadern. Alter, die mehrmals klonen kann. Zum Sinne, schweigen, schweigen, schweigen oder irgendwie heilen, heilen, heilen. Aber ist klar, einen Heiler brauche ich, weil sonst sehe ich da ziemlich alt aus. Gut, naja, es geht auch ohne Heiler, aber da bin ich zu sehr auf die Klone angewiesen. Und vor allem auch zu sehr darauf, wie die Gegner sich manövrieren und so weiter. Mein Sender, klar, noch 2 Felder angreifen mit seinem Schwert. Okay, das ist cool. Aber, nee, trotzdem. Wir versuchen nächstes Mal mit der Heiler und dann eben noch mit den Drachenadern. Auch erstmal einen guten Gegner zum Angreifen, wa? Aber ich denke mal, da hat er gerade echt wirklich einen Sakura. Aber Sakura ist halt dann doch das Problem, dass sie nicht so weit laufen kann wie Elise. Also Elise wäre klüger. Sie kann so nicht Schweigen einsetzen. Aber Wegen, also einfrieren. Und die meisten unserer Gegner sind keine Magier, ist eigentlich nur Elise. Ja, Elise, Sakura in dem Fall dann. Also Elise, Sakura sind die einzigen, die Magie einsetzen. In diesem Sinne, nächstes Mal nochmal mit Elise. Ich glaube, mit ihr wäre es am besten, am einfachsten. Mal schauen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.